Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, diese Woche gibt es nichts zu meckern, ne? So rein gar nichts. Nach einem 2:0 gegen Piräus und einem 4:0 gegen Dortmund. Wobei ich gestehen muss, dass ich mit dem 4:0 gegen Dortmund nicht unbedingt gerechnet habe, aber der Reihe nach fangen wir mit Piräus an. Erstmal generell, ja, also ich denke, man hat es gesehen, Trainerwechsel war nötig und völlig gerechtfertigt, wenn man, ja, erstmal haben wir 2 Spiele zu 0 gespielt, ja. Gegen Piräus wurde es noch ein bisschen belächelt, was ich auch schon ein bisschen albern fand, weil die Leistung war schon ja nicht ganz auf dem Niveau wie heute gegen Dortmund, was das Pressing anbelangte, aber doch schon extrem gut. Dass man dann sagt, so ja, aber gegen Piräus. Im Hinspiel haben wir 2 Tore kassiert und die sind jetzt auch nicht ganz so schlecht in der Offensive. Klar musste die zu Hause schlagen, ja, aber dass wir es so in der Art und Weise gemacht haben, ja, gut. Zum Trainerwechsel sage ich gleich nochmal was. Denke, die Statistiken sprechen da eine klare Worte. Also wir haben 2:0. Wenn wir uns allein die Torschüsse angucken, 27:3, ja. Die 27, okay, da waren viele dabei, die einfach rechts, links, oben drüber, was halt heutzutage alles so als Torschuss gewertet wird. Aber diese nur 3 Torschüsse von Piräus, die 14:1 Ecken, Flanken 25:5, sagt eigentlich alles aus, ja. Ballbesitz 69:7:30. Fouls, Zweikämpfe 53% gewonnen, also ja, da gibt es nichts groß zu sagen. Ja. Ich will auch gar keinen Spieler hervorheben, ich habe es auch gar nicht mehr ganz so genau im Kopf. Mir ist jetzt keiner besonders negativ aufgefallen, mir ist jetzt keiner besonders gut in Erinnerung geblieben. Davids kann ich ein bisschen herausstellen, er hatte so die ersten 10 Minuten so ein bisschen, war ein bisschen nervös. Erstes Champions League Spiel, ja, dem Alter, denke ich, kann man das nachvollziehen. Hat danach ein super Spiel gemacht, in meinen Augen. Hat auch heute gegen Dortmund ein super Spiel gemacht. Wie gesagt, gegen Piräus war für mich einfach eine Mannschaftsleistung, jedes Mal. Eine Mannschaftsleistung, ja, die okay war, die aufsteigende Form hatte und die dann heute mit dem Spiel gegen Dortmund gekrönt wurde, ja. Ja, wir gehen da auch mal kurz auf die Statistiken ein, bevor wir da ein bisschen in die Analyse gehen. Erstmal, ja, 4:0, Leute. Ja, Statistiken. Ich denke auch hier 18:2 Torschüsse. Ich weiß nicht, wo die den zweiten Torschuss gesehen haben. Ich habe nur den ersten von dem komischen Paco Alcantara oder wie er heißt gesehen in der 70. Minute. In der 70. Minute, ja. In der 70. Minute, Leute. Sagt alles aus. Dafür, dass wir um unsere Viererkette hinten belächelt wurden. Aber mal ganz kurz. Man hat auch wieder die Qualität eines Martinez heute gesehen, ja. Auch als Innenverteidiger ist er auch weit genug aufgerückt und hat schon die Bälle vorher abgefangen. Also, ja, ist ja das, was ich erst seit Anfang der Saison gepredigt habe. Aber wenn der Kovac nicht auf mich hört, muss er halt gehen, ne? Ganz einfache Kiste. Gut, Ballbesitz 60:40, Abseitsstellung, bla, Fouls. Ich denke, also der wichtigste Wert ist einfach 61,1% der Zweikämpfe haben wir gewonnen. Wir hatten halt einfach eine ganz andere, ja, Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen. Eine ganz andere auch Laufbereitschaft, ja, was uns ja auch immer nachgesagt wird, dass wir diese nicht so hätten. Auch hier will ich jetzt gar nicht auf die anderen einzelnen Statistiken der Spieler eingehen. Das wäre einfach der Mannschaftsleistung gegenüber nicht fair. Es gab keinen, der schlecht war. Es gab echt keinen, der schlecht war. Ich habe mich zwischendurch mal ein bisschen über Gnabry aufgeregt. Ich fand es auch gut, dass er den in der 70. Minute rausgenommen hat, weil, ja, so gut er nach vorne ist, so schwach ist er nach hinten. Also ich meine, es ist ein bisschen besser wie unterm Kovac, aber vielleicht ist er auch einfach platt nach 60 Minuten. Ich weiß nicht, fitnessmäßig kommt er mir nicht ganz fit vor. Oder er hat halt einfach ein bisschen weniger Lust wie die anderen. Aber wenn ich da zum Beispiel so Müller gesehen habe oder auch einen Coman auf der anderen Seite, um das mal direkt zu vergleichen, ja,
da siehst du halt auch, gerade beim Coman, ja, das ist so ein Fronk. Ja, so ein bisschen so ein Fronk, der braucht ein bisschen Zuspruch. Beim Kovac ist er eher so auf Abneigung gestoßen, was man so die letzten Wochen gesehen hat. Und ja, man hat heute gemerkt, die Mannschaft spielt auch für sich, mit sich, für den Trainer. In den letzten Wochen hatte ich persönlich das Gefühl, möchte man nicht immer unterstellen, aber jeder, der selber Fußball gespielt hat, wenn ihr da irgendeinen Wichser als Trainer habt, mit dem ihr nicht klarkommt, der euch irgendwie scheiße behandelt, wisst ihr selber, dann ist man vielleicht nicht ganz so leistungsbereit, wie wenn das anders ist. Und das hat der Flick geschafft. Das hat mich selber auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Man hat den Flick ja immer nur so als ewiger Co-Trainer wahrgenommen. Ja, mal schauen. Ich denke, er wird auf jeden Fall jetzt bis zur Winterpause bleiben dürfen. Denke ich zumindest. Vielleicht dann auch bis Saisonende, je nachdem. Und wer weiß, was dann passiert, ja. Ich denke, der aktuelle Plan, so was mein Bauchgefühl sagt, ist Ten Hag oder Tuchel. Obwohl, ja, wenn der Tuchel wieder nichts holt, wird er wahrscheinlich auch gehen müssen in Paris. Uns nichts vormachen, wenn er in der Champions League wieder frühzeitig rausfliegt. Das ist jetzt so mein Bauchgefühl, wer kommen wird. Aber wer weiß, ja, wenn die Mannschaft bereit ist, wenn die Mannschaft Bock hat, wenn die Mannschaft für den Flick spielt, mit ihm spielt, auf ihn hört und so weiter. Ja, warum soll man dann am Ende des Tages den Trainer wechseln, wenn es laufen wird? Man weiß es nicht. Warum nicht ihm die Chance geben? Er hat die Chance jetzt, er hat sie genutzt in den 2 Spielen. Und Ruhe bewahren, ja? Ruhe bewahren. Wenn ich dann da so eine Sache mit dem Wenger lese, ja, Leute, ganz ehrlich. Klar, jetzt einen Nebenkampf für den Rest der Saison, aber ich denke, ja, hätte er sich ja wahrscheinlich auch nicht drauf eingelassen, dass er sich da irgendwie für ein paar Monate noch hinhuckt. Möchte ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Ich möchte auch gar nicht, was ich auch schon mehr so gehört habe, ja, die Dortmunder waren ja wieder so schlecht und was wir eigentlich immer oft hören, wenn sie nach München kommen. Man muss halt einfach auch mal knallhart sagen, die verlieren das Fußballspielen ja auch nicht und wir waren heute einfach auch so stark, ja. Wir waren einfach so stark. Wir waren immer, sobald die Dortmunder den Ball hatten, einen Pass gespielt haben, derjenige, der den Pass empfangen hat, war immer mindestens von 2 Spielern zugestellt. Die Passwege waren zugestellt. Wir haben super Pressing gespielt, so wie wir es schon auch unterm Kovac auch gespielt haben, ja. Aber nicht in dieser Saison. Also das waren die 2 Spiele, wie gesagt, gegen Piraeus hat es angefangen. Da war teilweise die Abstimmung noch nicht ganz so gut. Die war heute vom Feinsten. Das hat man ganz klar gesehen. Erste Viertelstunde war auf Augenhöhe, war Abtasten, ja, und dann haben wir uns entschlossen, das Heft in die Hand zu nehmen. Und ja, ich habe keine Kritikpunkte. Ich habe auch keine, die ich besonders rausheben würde. Vielleicht den Davies, wegen seinem Alter geschuldet und dass es so auch, ja, das erste richtige Topspiel war und er ja auch auf seiner Seite mit dem Sancho, Hakimi, ja, auch nicht so die schlechtesten Leute als Gegenspieler hatte. Der hat sie alle abgekocht, Leute. Er hat mal 2 Wackler drin gehabt, die hat er direkt wieder gut gemacht. Also Bombe, wirklich Bombe. Ja, wenn er weiterhin das Vertrauen kriegt, mein Gott, wir haben nicht umsonst 15 Mille für so ein Talent gezahlt. Man muss ihm halt einfach die Chance geben. Ja, was soll ich groß sagen? Ich bin rundum zufrieden. Wie gesagt, zu der Dortmunder Leistung möchte ich gar nichts groß sagen. Ich denke, da sollte man unsere Leistung einfach in den Vordergrund stellen. Ja, und weil es auch hoch verdient war. Wäre der Coutinho, der Perisic, wären die nicht so eigensinnig gewesen, hätten wir wahrscheinlich auch 5 oder 6-0 gewonnen. Dass sie natürlich eigensinnig sind, wenn sie nur 15 Minuten, 20 Minuten spielen und dann selber den Abschluss suchen, ist auch klar. Bei 14-0 oder 13-0 Stand kann man das auch machen, gar keine Frage. Ja, ansonsten denke ich, waren die Dortmunder gut bedient. Eine Sache möchte ich kurz darauf eingehen, wo ich in der ersten Halbzeit gesehen habe, dass der Hummels so macht. Habe ich ihnen das Eigentor gegönnt. Ja, ich mag einen Hummels eigentlich, aber ja. Geborener Bayer, ausgebildet in München, war dann auch die letzten Jahre wieder in München, sich dann dahin zu stellen und demonstrativ aufs Dortmund-Wappen zu kloppen,
ja, ganz ehrlich, hat das nicht anders verdient. Ja, mehr sage ich. Ich will mich da jetzt gar nicht hier aufregen oder. War eine lächerliche Aktion. Klar kann man zu seinem Club, wo man gerade spielt, stehen, aber ja, bei seinem Heimatverein, was ja angeblich auch noch immer seine Heimat ist und so weiter, so eine Aktion zu machen, hast du dir das Eigentor auf jeden Fall verdient, Mats. Gönn dir. Ja, ich gucke hier gerade nochmal die Statistiken, aber wie gesagt, was soll ich da hervorheben? Müller hat wie immer die Hälfte der Bälle verstolpert, hat aber auch 2 Tore vorbereitet. Von daher, was willst du da kritisieren? Ja, und solange der Müller so spielt, ist doch alles gut. Wenn der Müller so nicht spielt, ja, hast du noch einen Coutinho. Ich fand ihn, oder generell auch gar nicht so schlecht, wie er aktuell gemacht wird in den letzten Spielen. Er hat auch auf jeden Fall immer mit nach hinten gearbeitet, von daher, vielleicht wird er einfach mal als Alternative für einen Gnabry kommen über die linke Seite. Wenn mich alles täuscht, hat er in Liverpool auch mal links gespielt oder halb links. Ich denke, das wird er hinkriegen. Gut, Gnabry spielt sonst rechts, dann spielt er halt über rechts, mein Gott. Das soll ja wohl gehen bei so einem Fußballer. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ja, Perisic, Leute, Perisic ist für mich eine Pflaume. Wie schon gesagt, wo er verpflichtet wurde. Er hat zwar so eine ganz gute Statistik, aber erstmal ist er immer noch eine halbe Zecke und ja, hat mich bisher nicht überzeugt. Heute kannst du nicht beurteilen, die 15 hat sich reingehauen, ja. Aber damit er mich überzeugt, muss da auf jeden Fall eine Ecke mehr kommen. Also er war definitiv mit der schlechteste Spieler die letzten Wochen. Das muss man mal so knallhart sagen. Ja, und wie gesagt, Kovac weg, Hansi da, alles läuft, alles ist glücklich, alles ist tutti. Der Uli ist heute wieder aus der Sitzung gesprungen, wie ein junger Gott. Bei den Toren ich genauso. Und es gibt nichts Schöneres, als die Dortmunder aus seinem eigenen Stadion zu schießen, da sind wir uns alle einig. Und das haben wir mal wieder getan. War so nicht zu erwarten, ja. Ja, ein bisschen, eine kleine Chance war da, dass es so läuft. Hätte auch anders laufen können. Allerdings, ja, wenn wir so eine Leistungsbereitschaft haben, wie wir sie in dem Spiel hatten, wenn wir sie in jedem Spiel haben, werden wir durch die Bundesliga marschieren und werden auch in der Champions League Chancen haben. Man muss natürlich diese Leistung dann jede Woche oder alle 3 Tage auf den Platz kriegen. Das werden wir sehen, ob der Flick dazu in der Lage ist, das annähernd hinzukriegen, weil dass die Spieler das drin haben und das können, ja, klar, das haben wir schon vorher gesehen, das war so ein bisschen Jupp-Style. Beim Jupp haben wir genauso früh gepresst, immer auf die Leute, haben die Leute zugestellt und so weiter. Ich weiß nicht, warum der Kovac so, ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen, Leute. Es war nie Kovac sein Spielstil und warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Weil wir haben es vorher unter dem Jupp ja echt gut gemacht. Warum man das nicht übernimmt, er hat vielleicht ein anderes Konzept gehabt, keine Ahnung. Ich habe beim Kovac nie wirklich ein Konzept gesehen, habe ich gar nicht irgendwie. Ja, ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung, Leute. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr beim Kovac reden, die Ära ist vorbei. Wir sind jetzt gerade beim Hansi. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin dafür, lass ihn noch erstmal machen, da ein bisschen. Und wir werden sehen, ob er das konstant liefern kann, ob er die Mannschaft führen kann. Auch die etwas Spieler, die außen vor sind. Aber wenn ich sehe, so der Thiago, der hat den Kopf nicht hängen lassen heute. Coutinho hat man schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen trotzig war. Habe ich jetzt beim Thiago gar nicht gehabt. Er hat sich reingehauen. Ja, und wie gesagt, Martinez ist einfach für mich der Mann, den du nicht wegdecken kannst aus dieser Mannschaft. Auch wenn die Innenverteidiger wieder da sind, gehört er ins defensive Mittelfeld. Auch wenn es der Kimmich heute gut gemacht hat. Ja, Goretzka war vielleicht heute so ein bisschen der ein bisschen abgefallen ist, wenn man echt einen raussuchen möchte. Aber möchte ich auch gar nicht. Er hat auch ordentlich gespielt. Wie gesagt, das ist Mannschaftsleistung, war alles tutti. Und klar, wenn sich so ein Kimmich und Goretzka einspielen, ich meine wegen Nationalmannschaft und so weiter. Aber für mich ist ja, Martinez gesetzt in der Mannschaft. Erfahrung, der Einzige, der wirklich defensiv denkt im Mittelfeld und dass er auch ein Spiel eröffnen kann, hat er heute auch gezeigt als Innenverteidiger, ja. Weil die Dortmunder ja auch gerade in der Anfangsphase alles zugestellt haben.
aber auch später immer wieder so ein bisschen versucht haben zuzustellen. Hat er gut gemacht. Ja, ich sehe mich mal meiner Meinung bestätigt über den Xavi. Ja? Wäre auch sehr traurig gewesen, wenn sie ihn abgegeben hätten. Oder ich habe ja jetzt letztens auch noch gelesen, dass er irgendeinen Tausch mit Bilbao oder was. Macht das nicht. Für mich kann der Xavi locker noch 2, 3 Jahre spielen. Der war nie groß verletzt und macht einen fitten Eindruck, hat heute super gespielt, hat gegen Piraeus super gespielt. Obwohl es da noch hieß, ja, da wurden wir nicht gefordert. Ja, heute wurden die Innenverteidiger auch nicht wirklich gefordert, weil wir halt schon vorher die Bälle erobert haben. Ja, das ist ja auch immer das, was die letzten Wochen halt nicht war. Es liefen immer 5, 6 Leute auf die Abwehrreihe zu. Ja, dann sieht die Nummer schlecht aus. Ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Wenn die Bälle vorher erobert werden, werden sie vorher erobert. Oder auch die langen Bälle, die Dortmund dann spielen musste, die hat der Martinez alle abgefangen. Alle. Ich habe nicht einen gesehen, den er nicht gecasht hat. Ja, selbst der Alaba hat die abgefangen. 2, 3. Aber sonst hat der Martinez die alle, zack, weggepflügt. Ja, Leute. Was soll ich sagen? Hä? Ihr merkt, ist so ein bisschen mein Favorit. Oh? Defensive Anker bei uns. Ja gut, was soll ich groß erzählen, Leute? Ihr habt es gesehen. Top-Woche, jetzt ist leider wieder Länderspiel, Scheiß, Pause, Kacke da. Ich weiß auch nicht, da soll sich auch mal was einfallen lassen. Danach geht es nach Düsseldorf. Ja, denke, wenn wir da Lust haben, sollte das klar gehen. Wir haben noch ein schweres Spiel in Gladbach. Haben uns immer schwer getan. Ich hoffe, dass wir in Gladbach mal so eine Leistung hinkriegen wie heute zu Hause gegen Dortmund. Das wird nochmal ein Knackspiel werden, so oft die Meisterschaft gesehen. Je nachdem, wie die Gladbacher morgen spielen, haben sie, glaube ich, 4 Punkte vor uns. Sollten wir dann in Gladbach verlieren, wären sie 7 Punkte weg. Ja, ob die Gladbacher dann so konstant sind, weiß ich nicht, das übers Ziel zu retten. Aber könnte schon passieren. Wie gesagt, ich sehe das auch gar nicht so schlimm, wenn wir jetzt mal eine Saison nicht Meister werden. Ja, wir sind 7 miteinander Meister. Alles gut, wenn wir jetzt mal so eine Saison haben, was weiß ich, als Lernphase. Wenn wir so einen Fußball zeigen, wie wir in den letzten 2 Spielen gezeigt haben, wenn du dann auch mal verlierst, ja, unglücklich. Ich meine, wir haben auch unter Kovaci unentschieden, teilweise unglücklich gehabt. Dann ist das so, kann immer mal passieren, ja. Aber ich bin guter Dinge. Man hat gesehen, die Jungs haben Bock und ja, was mich auch besonders imponiert hat, so nach dem Spiel, wie alle auch den Davis nochmal gratuliert haben und sowas. Also da merkt man halt auch so, dass so der Junge auch angekommen ist in der Mannschaft. Ne? Ja, ich habe nichts zu kritisieren, oder ich kann nichts mehr groß erzählen. Ich bin rundum zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin gespannt, wie es mit der Trainersuche weitergeht. Ob ein Trainer kommen wird. Ich denke schon, dass spätestens nächste Saison ein Trainer kommen wird. Obwohl, wenn der Hansi das halt durchzieht bis Saisonende und wirklich erfolgreich ist, ja, ist dann halt auch immer so die Frage, ob dann so ein neuer Trainer sagt, ja, ich setze mich jetzt da vor dem Hansi, der Hansi ist mein Co-Trainer. Dann, ja, kommt natürlich wieder schnell aufkommen, wenn die kleinste Krise ist, ja, auch einen Trainer, wir holen Hansi wieder ins Boot, aber auf der anderen Seite, wenn er gerne dann bleibt und einen Co-Trainer macht und ist dann so ein bisschen der Jupp Heynckes in der Hinterhand, warum nicht, ja. Wenn ich mir das so angucke, vielleicht hätte, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, vielleicht hätte sich der Kovac ein bisschen was annehmen sollen vom Hansi. Weil man hat ja die Szene mit Martinez damals gesehen vielleicht und ich denke mal, der Hansi wird da mit Sicherheit auch was zu gesagt haben zum Nico, weil er ist ja immer Co-Trainer, der wird ja auch nicht umsonst als Co-Trainer geholt vor der Saison. Obwohl ich da ein bisschen skeptisch war, habe ich ja auch gesagt gehabt im Video. Klar hat er eine Bayern-Vergangenheit, ich konnte ihn bei Bayern schon nicht leiden. Ja, ich war nie ein Flick-Fan. Vielleicht ist das so das Problem. Aber jetzt als Trainer kam man mir echt sympathisch rüber, muss ich sagen. Auch seine Analysen, seine Pressekonferenzen und sowas macht da einen souveränen Eindruck. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Haut mir gerne eure Meinung rein, wie ihr das seht, so mit der Trainer-Debatte oder ob es vielleicht der Flick wird. Ich meine, jetzt nach 2 Spielen kann man nichts sagen. Jetzt haben wir gerade die Euphorie durch den Dortmund-Sieg. Ich sage ja, lass mal zurück Serie gucken, lass mal 3, 4, 5 Spiele noch laufen. Ob die Mannschaft dann
ja noch hinterm Trainer steht, noch gallig ist. Und wenn dem so ist, warum nicht? Wir müssen nicht unbedingt irgendeinen großen Namen holen oder sonst was. Wenn der Hansi da so eine Philosophie hat und die Mannschaft das annimmt. Und ja, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe ihr auch. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Ich denke, schöner kann es nicht laufen, auch im Fußball gesehen. Und in diesem Sinne, haut rein. Jetzt ist, wie gesagt, Länderspielpause. Sehen uns dann also erst in 2 Wochen wieder. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Ciao.